Ich freue mich, dass Leo sich noch Zeit nimmt und bei uns ist. Leo, wir haben ja die neue Serie gestartet, Bibel lesen wie nie zuvor. Und das Thema heute ist, warum soll ich an die Bibel glauben? Ja, warum soll ich denn an die Bibel glauben? Es ist mega interessant, wenn man dann die Geschichte versteht, wie die Bibel entstanden ist mit den Dokumenten oder wie dann auch das Alte Testament, die Schriftlohn dazu kamen, dann ist es einfach hochinteressant, wie er auch damals gab ja Römer, es gab auch ja griechische Schriftsteller, wo man auch lesen kann, die davon berichten, von diesen Dokumenten oder auch von der Kreuzigung oder auch von der Auferstehung von Jesus. Das ist ja nicht nur in der Bibel geschrieben, sondern man findet das auch bei Historikern. Und ich fand es spannend, es war ja ein bisschen geschichtsträchtig heute die Message. Du hast gesagt, jeder 15. Mensch ungefähr ist Jesus begegnet. Es gab viel weniger Menschen auf der Welt. Und wie kann man denn sicher sein, dass Jesus auferstanden ist und dass diese Berichte stimmen? Es ging ja wie ein Lauffeuer. Ich habe das gesagt, man schätzt, Jerusalem bei ungefähr 40.000 Leute haben da gelebt. Bei den Festen war es das Doppelte. Und das heißt ja dann im Korinther, heißt es, Jesus ist über 500 Leuten begegnet. Das muss man mal vorstellen. Das ist nicht einfach so unter dem Teppich geblieben, sondern man hat ihn ja gekreuzigt. Die Römer haben das ja dokumentiert. Er ist tot und ist gestorben, man hat ihn ins Grab gelegt. Und dann ist das Grab leer, der Stein war plötzlich da weg und er ist Leuten begegnet. Und das, wie gesagt, das ist ja auch in den römischen Büchern wurde das aufgeschrieben und dokumentiert. Also über das bin ich jetzt heute nicht eingegangen, aber man kann da ein bisschen recherchieren und merkt plötzlich, aha, es ist nicht nur in der Bibel dokumentiert, sondern auch in den römischen Büchern. Und wenn die Menschen ja früher die Bibel nicht hatten, aber trotzdem glaubten, warum brauchen wir sie denn heute? Ja, das ist eben interessant. Das ist ja ein Schatz. Es ist ja für uns der Schatz. Man hat ja das, die muss man mal vorstellen, die mussten ja dreimal im Jahr ist das Volk Gottes zusammengekommen. Und da haben sie ja die alten Bücher, die Tora, die Bücher Moses vorgelesen. So, die Eltern haben eigentlich geschaut, dreimal im Jahr, dass ihre Kinder die Geschichten von Gott hören. Es ist eben nicht so, dass sie nichts gehört haben. Und die ersten Christen haben ja auch diese Schriftlohn, die gab es ja schon. Von dem ist dieser Schatz der Geschichte Gottes hat man gelesen und auch gelehrt. Und wenn man die Bibel nicht mehr liest, dann gehen auch diese Geschichten oder Wunder verloren, das uns ja den Glauben gibt, dass Gott eben auch Wunder bewirken kann, geht ein bisschen verloren. Weil dann ist plötzlich so die Gebote, Moral der Welt, definiert dann mein Leben, statt dann zu sagen, look, es gibt ja Moralvorstellungen oder auch Prinzipien Gottes, die haben sich gar nicht geändert über alle Tausende von Jahren. Ja, und du sagst jetzt schon, eben, ja, wenn man die Bibel liest, für die einen ist das so ein bisschen, ja, aber was soll ich mit diesem Buch anfangen? Das ist mir viel zu langweilig, ich verstehe das nicht. Wie kann ich denn das praktisch umsetzen? Also David Ramm haben wir ja Bibellesen wie niemals vorgeschrieben. Wir haben 31 verschiedene Arten, wie man die Bibel lesen kann, reingeschrieben. Das sind eigentlich so Tipps, wenn man immer gesagt, mir ist die Bibel langweilig. Zum Beispiel ist ja mir auch so, ich habe dann angefangen, die Bibel mal auf Englisch zu lesen, weil ich habe dann erstens schon mal nicht alle Wörter verstanden. So habe ich mal Englisch gelernt und man liest den Text viel, viel genauer. Und plötzlich gibt es ja ein Wort, das ja, sage ich mal, der Heilige Geist heraushebt, wo dann mir hilft, das in meinem Leben umzusetzen. Und die Bibel ist eine Inspiration, wo Gott mir hilft, in meinem Leben auch gewisse Dinge zu verändern oder zu lösen oder auch für Durchbrüche. Ich finde einfach die Bibel nicht zu lesen, nur Fake News zu lesen, was man schon gar nicht weiß, ob es stimmt, da finde ich jetzt eine kleine Welt. Also es ist das beste Futter eigentlich, sage ich, für den Ja, Tag. du kannst ja nur schon morgen, dass du einen Bibelvers zugeschickt bekommst. Also wenn man ganz, ganz faul ist, dann immerhin einen Bibelvers, wo man darüber nachdenkt. Also ich sage immer, ein Bibelvers ist schon besser als gar nichts. Ja, es gibt ja auch heute wunderbare Bibel-Apps, wo man sich jeden Tag einen Vers herunterladen kann. Und die gerne lesen, die können die Bibel hören, auf Ja, alle Facetten. Es gibt alle Facetten. Ja, und damit man die Bibel wirklich besser versteht, dann möchte ich dir das einfach nochmal empfehlen. Und zwar das Buch Bibel lesen wie nie zuvor von Lea und Leon Susanna. Du kannst es beziehen bei uns und es soll dir wirklich eine Hilfe sein, die Bibel besser zu verstehen. Und einen Bibelvers ziehen, den kannst du auch bei uns. Und zwar wollen wir dir einfach einen Jahresvers mitgeben. Den kannst du runterladen unter www.icf.app. Und dann kannst du deinen Vers für dein Jahr mitnehmen. Hey, ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Woche und ein tolles Jahr, in dem du die Bibel einfach besser lernen oder kennenlernen darfst. Alles Gute und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.